Hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Heute sind wir in Australien. Nein, da war ich wirklich noch nie, aber schon mega viele Freunde von mir waren und mega cool finden. Und sie gehen immer ewig fort und eben lieben es. Und ich habe von ciano.ch so etwas wie eine Nationalgüte von Australien bekommen, nämlich Tim Tam Original Cookies. Und es gibt die Cookies gibt es, glaube ich, in Australien selber etwa in 165'000 verschiedene Varianten. Und für alle die Fernweh haben nach Australien, die können bei ciano.ch ihrem Bedürfnis frönen, indem sie sich tonnenweise von diesen Güten einflümeln. Er hat 3 verschiedene Sorten hier und ich habe jetzt hier die originale Tim Tam Gützi-Dings. Die Australier essen, das habe ich mir sagen, die Gützi immer mit Milch und machen weder ein Dessert aus noch irgendetwas. Und das Lustige ist, ich habe gelesen, beim Ciano, da kann man immer so ein bisschen von den Herstellern lesen, einfach so Infos, dass die wie Röhrli, also zum Milchtrinken gebraucht werden. Da kann man auch die Milch durch das Gützi durchziehen und dann hat es dann so diesen Schokogeschmack. Also Australier, die sind einfach lustig. Da mir ja gesagt wurde, eigentlich tut man die Gützi wirklich nur mit Milch machen und mir wahrscheinlich vielleicht irgendeinen mit einem Didgeridoo eins über den Kopf ziehen, wenn man daraus ein Dessert macht. Ich tue jetzt einfach gleich eins machen, aber eins, das so ein bisschen aus dem englischen Bereich kommt, weil die australische Küche ist wirklich so ein bisschen von den Engländern geprägt worden und die machen eine Art wie eine Trifle geschrieben. Das ist so ein Schichtdessert, ein süßes, ganz etwas Einfaches, ganz etwas Schnelles. Kann man super vorbereiten, ist perfekt, wenn man viele Gäste hat und ich mache das wirklich regelmäßig und finde es toll. Für den Trifle brauchen wir, ich habe jetzt hier Beere genommen, man kann andere Früchte nehmen. Da es kalt ist und die Beere momentan nicht wachsen, habe ich die aus der Tiefkühle einfach ein bisschen aufgewärmt und Zucker drüber, dass es ein bisschen Süße hat. Ein leeres Glas. Dann habe ich die Tim Tam, kann man relativ gut mit dem Messer ein bisschen klein schneiden. Die habe ich einfach da so ein bisschen verbröselt. Und sie schmecken richtig brutal nach Schoki. Also für Schokoholics ein Muss. Dann habe ich hier ein bisschen Puderzucker und so ein bisschen Schokiwürmchen, weil mehr Schoki ist mehr Schoki. Das ist Naturjoghurt und hier habe ich noch Frischkäse. Man könnte jetzt noch Nudeln drunter ziehen, dann wird die ganze Sache ein bisschen fluffiger. Ich beschränke mich jetzt auf die Zutaten. Wir starten. Als erstes den Frischkäse und das Naturjoghurt vermischen. Wenn das vermischt ist, schmecken wir es mit dieser Puderzucker-Schokiwürmli-Mischung ab. Und eben die es ein bisschen luftiger, ein bisschen fluffiger wollen, die können geschlagene Rahmen einfach noch drunter ziehen. Und dann ist das noch ein bisschen voluminös, hat noch ein bisschen mehr Kalorien. Und jetzt geht es eigentlich schon ans Schichten. Ich tue jetzt als erstes von diesen Tim Tams auf den Boden. So, das ein bisschen gut verteilen. Dann ordentlich einen Schluck Beere drüber. Es schmeckt so eine Frucht, so eine Beere-Mischung habe ich noch mit ganz vielen verschiedenen drin. Dann sollen wir schauen, dass wir nicht an den Rand sollen. Ah, schön, Daniels. Da wären wir wieder beim Gäckeli-Thema. Es ist nicht meins. Und jetzt Creme. So. Und dann normale Schicht. Timmertamme. Und Creme. Oben drauf tun wir noch ein paar Tim Tams. Stückchen. Und schon ist ein super feines Dessert fertig. Und das war alles. Es ist jetzt hier ein grosses Töpfchen für eine Person. Aber man kann zum Beispiel kleinere Töpfchen nehmen, dann muss man einfach die Tim Tams noch ein bisschen kleiner machen. Und dann kann man dort ganz ein herziges Dessert machen. Wirklich empfehlenswert und super variabel. Reinstechen. Oh, so.
richtig schön runter. Völlig übertrieben. Sorry. Zürich von der Beere. Dann habe ich Naturjoghurt und Frischkäse genommen. Hat eigentlich auch nicht so wirklich eine Süße. Einer so ein bisschen sauer. Dann ein bisschen gesüsst. Ein bisschen Schoki drin. Und dann kommen die Tim Tam wie eine Bombe. Hey, es ist wirklich sehr stimmig, das Dessert. Wirklich mega fein. Fein und so einfach und so schnell gemacht. Also, wenn ihr jetzt Fernweh habt oder einfach mal wissen wie australische Güte schmecken, www.ciano.ch Tim Tam in der Suche eingeben, Karren füllen, zahlen, fahren, essen. Wirklich empfehlenswert. Also sehr, sehr fein. Kann ich euch nur empfehlen, macht das Rezept nachher. Ich esse jetzt hier noch ein bisschen weiter. Australia!